Wir machen eine Sendung für uns zwei, wie wir 14 Jahre hatten oder 15 Jahre. Tassi, mach da keinen Kopf. Du brauchst keinen Sax zu holen. Okay, das geht gut. Von allem wäre das nicht der rot schlomänglisch gewesen, den ich hat müssen hören in dem Moment. Was hast du da müssen hören? Sax ist nicht just, wenn ein sein Penis an den Vagina stößt. Und das war es schon. Ja. Ja, das hat mir auch gut getan, wenn jemand da eigentlich gesagt hat. Obwohl ich meine, das schon aber auch irgendwo wusste. Ja, aber du merkst aber auch, weil jetzt an der Gesellschaft mehr gestaltet wird. Ja. Du weißt, du kriegst mit, lesbische Frauen haben auch Sex. Und das wird auch Sex genannt. Zum Beispiel. Aber du merkst aber zum Beispiel, wenn es darum geht, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Das ist heute gerade Thema von Haut verroden. Dann wird bei mir just noch von Penis und Vagina geschwärzt. Das war. Datei aus Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Okay. Mythos Jungfräulichkeit. Es ist schon mit, wenn ich nicht mehr dran denken, Tassi. Das... Frustrant. Ja. Es sind so viele falsche Informationen. Es hat schon bei mir, ob es hat ja angefangen, wo wir ja als Thema an der Bio Menstruation hatten. Und als mein Biosprof uns erklärt hat, dass wenn die erste Kehr Sex hat, dann tut das weh bei der Frau, und es Blut, und das wäre ganz normal. Und dann, ich weiß noch genau, ich kann mich noch so gut an die Situation erinnern, und dann haben die in der Klasse gefragt, ob das bei ihr auch so war, und du war sie so, ja, das kennt sie nicht so, aber es wäre aber an den allermeisten Fällen so. Okay. Und da hat es gelungen, das nicht wahr? Nee, also ja, also das gelungen und das nicht wahr. Ja. Ich meine, bevor wir über Jungfräulichkeit schwätzen, muss man vielleicht über das sogenannte Jung von heute schwätzen. Ja. Ja. Weil die meisten Leute meinen effektiv, dass es das Jung von heute gibt und dass das so ein Haut ist, die irgendwie Vagina zumischt, was überhaupt keinen Sinn macht, weil sonst könnt ihr ja nicht menstruieren, weil das Blut könnte irgendwo raus. Und das stimmt nicht. Also es gibt schon, anatomisch gesehen, ab es ein Unhaltspunkt, mit das kein Häutchen, mehr so, der rundherum ist, also wie so eine kleine Haut quasi. Und da das nicht so, mir das geht wie so ein kleiner Rang, halt relativ nur beim Vaginaleingang rundherum die Vagina. Und wenn ihr geburget ist das so, mir das wiest nicht matt. Der Tisch, an dem sie mir groß geht, irgendwann ein Jahr bildet sich die Haut quasi zurück. Und bei den allermeisten Personen mit Vulva ist das halt süß noch so ein bisschen rundherum. Also, das wäre mir praktisch, wenn ich das Kind abzeichnen, mir das wirklich selten, dass wenn die erste Jahr etwas aus der Vagina auffeiert, dass du etwas Futti geht oder erreißt. Mir kann ich just kurz eigentlich unterbrechen, für zu sagen, wie Müll es ist, dass man, wenn es so einen mini-kleinen Aspekt, den du gerade beschrieben hast. Also das ist wirklich mini. So ein abfeiern, so ein große Sache draus machen, so viel darüber schwatzen, einen ganzen Diskurs darunter abgebaut tun, den auf 4 hier soll, wie wichtig das seine Jungfräulichkeit zu verlieren, Energie mehr. Und das durch die kleinen Schleimhautfall, die da rundherum ist, quasi festgemäht wird,
moralisch gesehen, obst du Jungfrau bist oder nicht. Ja, wie wenn nicht irgendetwas was das gibt aussuchen. Ja. So. Ja. Da ist auch der Mythos damit verbunden, dass irgendeine kann sagen, ob du noch jungfräulich bist oder nicht. Ja. Und das stimmt einfach nicht. Erstens, darf kein Frauendoktor oder Doktor ohne die Abwälzung überhaupt gucken. Mhm. Also das ist nicht so, dass die Eltern könnten bei den Doktor gehen und sagen, sucht mal, ob mein Mädchen noch Jungfrau ist oder nicht. Und zweitens können die das nicht gesehen. So, weil die Haut ist elastisch, das heißt, sogar wenn ihr einen penetrativen Sex hat, also geht es einfach auf Zeit und aus ein Teil von der Vagina quasi. Mhm. Und auch wenn ihr sich zum Beispiel ein Tampon erfährt, kann ihr sich nicht selber entjungfern. Und das ist so absurd, dass allein bei der Idee, irgendetwas geht an die Vagina ran, dann ist sie keine Jungfrau mehr. Also dass das an sexuelle Aktivität quasi gekoppelt ist. Ja, und was mich an Filmen zum Beispiel irritiert, also weil ich schon nicht noch nie eigentlich an der Realität hören, als wenn ein Personage sieht, ich bin noch Jungfrau, ich hatte nie Sex, und dann sieht den anderen Personage, wie, mit unseren Freunden, die hat doch Sex. Nein, das ist just Analsex. Ja. Ja, du merkst dann einfach, oder nee, ich ist Oralsex. Ja, Ja. wie alles rundherum, Penis plus Vagina. Penetration von der Vagina, Ja. dreht es aber nicht irgendeine Penetration. Es kann nicht eine Penetration mit dem Fanger sehen oder eine Penetration mit einem Dildo oder sonst einer Spielsache. Es muss ein Penis sein. Ja. Wir kommen mal zu dem Aspekt vom Blut, weil das fand ich nämlich ziemlich spannend. Ja. Das ist nämlich tatsächlich so, dass verschiedene Frauen bei der Echtkehr bluten. Bei den allermeisten, also da war wie gesagt, weil die Schleimhautfall genannt, Hymen übrigens, weil ich persönlich so nicht gerne Jungfernhäutchen, weil es wird ja nicht mit Jungfernhäutchen zu denen, Ja. mehr Hymen. Bei den allermeisten, also so, dass Hymen irgendwie beschädigt ist, kann natürlich sein, mehr das einfach, weil es verkrampft passt. Und rundherum den Vagina sind ja ganz viele Muskeln, aber wenn er abgeregt ist oder sich nicht 100% wohlfühlt oder ob es für die echt kehren möchte auch, sind die Muskeln da rundherum verkrampft. Die Haut, die an der Vagina ist mega, mega sensibel. Also das ist eine Schleimhaut. Das heißt, du brauchst nur ein bisschen Irritation zu sehen oder ein bisschen zu eng zu sehen. Und da kann es sein, dass irgendwie ein Nerv platzt oder die Hautoberfläche ein bisschen angekratzt wird und da blutet ihm. Ja. Genauso wie es auch kann sein, dass ein als Person mit einer Vagina Peng hat. Nicht nur bei der Echtkehr-Sex oder Penetration, aber auch danach. Und das heißt, auch par rapport zu dem, was Kali gerade gesagt hat, es kommt darauf an, wer ein Zucht, wo Sex sein hat. Ja. Also einfach, ob wer ein oder weiß, Sex hat. Und den anatomisch Merkmale feiern nicht notgedrungen oder automatisch zu dem anderen. Dass du ein Vagina hast, heißt nicht automatisch, dass du musst Peng haben oder dass du Oder musst bluten. bluten, wenn du die Echtkehr von einem Penis penetriert hast. Ja. Also den Vagina. Ja. Weil die gute Nachricht ist, also dass den Vaginalschlauch, den also ungefähr 8, 9, 10, 11 Zentimeter lang, relativ flexibel ist. Ja. Das heißt, ja. an den, bei der Tisch, den kann sich schon einfach aufpassen an alles das im Schließen. Wie so wat- eine Armung. Ja. Und wir sind nicht erst im Konzept. Was? Der Penis geht an den Arm geholt. Dafür gibt es schon so Wort. Zirklusion. Das ist der Gegenteil von Penetration. Das ist zum Beispiel auch, wenn es ein Flaschzimmer ist, dann zirkludiert den Deckel Ja, den Hals von der Flasche. muss ich mal merken. Und auf was wollte ich raus? Ah ja, am Anfang von den anatomischen Grundvoraussetzungen ist bei den meisten Personen mit Vagina so, dass das ohne Problem möglich ist und dass es echt einen psychologischen quasi Effekt da ist, den sich auf den Körper auswirkt, nämlich, dass er ihn zum Beispiel abgeregt oder nicht entspannt ist oder dass er vielleicht auch etwas mischt, worüber er nicht wirklich Lust wird. Also ich habe auch oft gefühlt, dass Penetration, Vaginalpenetration so eine Muss-Sache ist quasi, die du musst machen, aber wo ihn sich am Anfang nie wirklich vorstellt, muss ich das am Anfang wirklich? Ja. Oder gefällt mir das wirklich? Ja. Hm. Und
dummer hang doch zu summen dass es Leute gehen die eng Vagina hun an die nie von engem Penis penetriert gehen an dann eben den Mythos auch zirkuliert, dass sie dann nicht lebenlang Jungfrau sind, auch wenn sie zum Beispiel Sex mit einer Frau hatten. Ja, weil halt die Jungfräulichkeit immer irgendwo und Penetration durch den Penis ja. gebunden ist. Also du hängt ja auch zusammen damit, dass zum Beispiel bei schwulen Männern den Diskurs nicht so existiert, ja, weil stimmt, du ja. findest ja eine Analpenetration statt. Ja, das ist richtig. Also wenn sie die Zeit für Sex haben, ja. Ja. So, ich habe mega absurdes erzählen. Erzähl mal, Tassi. Ich war vor Jahren bei einer Gynäkologin und ich war für noch nie vaginal an der Sicht gehen. Mhm. Und dann hat also ich Doktor mich gefragt, ob ich schon Sex hat oder ob ich Sex hat. Und du sagst so, ja, mir nicht penetrative Sex. Ja. Und du sagst ja, da kennst du mich nicht in der Sicht, wenn ich noch Jungfrau wäre. Ja, mega krass. Das ist das schlimm. Dass halt sogar medizinisch Personal oder pädagogisch Personal halt den Mythos von der Jungfranschaft an ihrem Kopf haben. So. Ja. Und du hast die mehr, also das ist eine Dekodiverledung, weil du hast nämlich froh, für was aus dem Mythos noch immer da, für was mengen Leute noch immer, es gibt die Schleimhautfall, das Hymen, aus ein Zeichen für Jungfernkeit und so die ganz falschen Informationen, die du irgendwie gibt. Für was hält sich das überrascht, Tassi? Theorien. Zum Beispiel durch Doktoren, die das weiter bestärken, weil wenn du selbst von deinem Doktor gesagt kriegst oder von einer Doktor, du meinst du, die müssen das wissen. Wenn ich gesagt kriege von einer Gynäkologin, die das studiert hat, ich kann das nicht untersuchen, das geht einfach nicht. Das ist einfach technisch nicht möglich. Komm dann rum, wenn du Sex hast. Wenn du richtige Sex hast. Ja, genau, wenn du richtige Sex hast. Ja. Und das hat mich einfach mega unwohl gefühlt. Ich meine, in dem Moment hat war ich an der Lage, mal zu sagen, ich gehe einfach nie mehr bei den Doktor. So. Aber je nachdem, hast du die Option nicht, einfach mal so Doktor zu wechseln oder du weißt nicht, dass das eine Option ist. Also ich meine ja auch wie das, was mein Biosprof sieht, einfach von so Autoritätspersonen, Leute, wo du denkst, sie müssen nicht wirklich wissen, die Haltungen haben, dann lebst du ihnen das. Ja. Weil für allem, ich meine, dass der Mythos existiert, von dem du angesprochen hast, das ist ja eine Sache, dass in der Gesellschaft ist. Natürlich ist das nicht gut. Und das wirkt sich negativ auf dein Leben aus, aber wenn du von deiner Doktor nicht in der Sicht gehen, wenn du von deiner Doktor nicht kannst in der Sicht gehen, wenn es einen Mythos und dem medizinisch überhaupt nicht drin ist, was ja an ihrer Logik heißt, dass ich einfach, wenn ich nie penetrative Sex habe, mein Leben lang nie kein Vaginal in der Sicht gehen. Das ist ja Müll. Ja. Ja, ja. Weil du, ja. Ja. Ich muss erklären, wie was das Müll ist. Ja. Das ist klar. Und ich denke, du doch einfach viel mit der Kontrolle von weiblicher Sexualität zu tun, quasi. Weil sogar an dem doppelten Standard von, wenn Männer viel Sex haben, sind sie cool. Und wenn Frauen viel Sex haben, sind sie ein hoher. Also, wir wissen ja alle gut, dass es den doppelten Standard gibt. Von spielt da einfach mega viel mal dran. Weil wenn eine Frau keine Jungfrau mehr ist, kann es auf verschiedene Milieus sein, dass er halt mal noch wert ist. So. Ja. Oder wenn sie nach Jungfrau aus, dann wird gesagt, sie als Brüt. Ja. Also ja. Egal wie es möchte, das ist immer falsch. Ja, absolut. Die erste Mal, wo ich Penis und Vagina Sex hat, habe ich der Person nicht gesagt. Das ist die erste Mal war. Dass es die erste Mal war, weil ich einfach auch Angst hatte, als Prüde quasi zu gelten. So. Und es war da, ich kann mich effektiv nicht mehr daran erinnern, ob Blut da war oder nicht, also ich weiß das einfach nicht. Und ich konnte natürlich auch nicht nur gucken, weil das hat die andere Person natürlich gewusst, dass ich verunsichert war.
Ja, und ich auch irgendwie und der quasi Jungfräulichkeit oder nicht Jungfräulichkeit so ein bisschen gemoß hun, wie gut mein Selbstvertrauen quasi soll sein oder nicht sein. Ja. Ja, und ich denke, also es hängt einfach so viel Bild, also der Jungfräulichkeitsmythos, Bild, das man von Frauen haben, aber wie die sollen hier Sexualität leben. Und wie du das auch kannst kontrollieren oder nicht kontrollieren kannst. Aber ich gebe schon so also den dubbelte Standard, der gilt natürlich Leben lang, aber die ganze Diskussion rund um die Jungfräulichkeit, die ist eigentlich für allem wichtig von den Jungers. Also du spielst eine Rolle und dann, wenn du ein bisschen mehr alles, ist das einfach komplett irrelevant. Also, just wie zu sagen, es ist nicht so wichtig. Ja, aber es gibt aber schon Familien oder Kulturen, entre guillemets, wo es halt wichtig ist, dass Frauen da ist dann nur Blut quasi. Ja. Als Beweis dafür, dass du noch Jungfrau bist. Genau. Ja. Und das ist halt blöd, weil ganz viele Frauen nicht bluten. Ja. Und du hast natürlich cool, wenn ihn zum Beispiel mit seinem Partner kann darüber schwatzen, und die kann man dann Boot holen. Aber viele Männer denken halt auch, dass das der Beweis ist für Jungfräulichkeit oder nicht. Und du gehst zum Beispiel am Internet so Ampullen mit Blut, die ich kann bestellen. Die kann dann auf die Lacke machen. Verschiedene lesen doch so, dass sie quasi, dass der Mann sich an den Finger schneidet und dann so ein bisschen Blut auf die Lacke möchte. Ja, das ist komplett Müll. Für da so ein bisschen die männliche Eier quasi mal dran zu halten. Aber ja, das ist eine mehr komplizierte Situation, wenn da eine Erwartung ist, die um dich gestaltet. Und wo du Angst hast, dass du nicht erfüllst, aber wenn du sie nicht erfüllst, was nicht denkst, das, dann darauf hin. Dass du bestraft wirst, ja. So viel zur Jungfräulichkeit. Wir hoffen, wir haben nicht geholfen, ihr nicht zu viele große Kopf drin zu machen. Vielleicht haben wir den Kontra bewirkt. Falls ja, da schreibt das. Ja, teilt Herr Gedanke mit uns. Yes. Hallo, viel Spaß bei der coolen Rubrik mit coole Kali. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Haut and how to fingering. Fingering kann aus dem Englischen und beschreibt, dass ihr mit der Fingern Vulva von außen berührt oder den bannesten Teil, die Vagina, stimuliert. Hier ist vor 4 Jahren gesagt, dass jederin etwas anderes gehört. Trotzdem probieren ich mich in einem kleinen How-to. Fangen wir bei dem ersten Punkt an. Penetrativ Fingern, also von den Fingern an die Vagina erfährt. Hier soll den immer mit einem Finger aufhängen. Es ist wichtig, dass der Finger fest ist, bevor ihr ihn erfährt, also kann ihr gerne Spalt benutzen. Dann kann ihr selber gucken, wie sich die Vagina aufhält. Wenn sie sich ganz eng aufhält, soll den am besten frohen, bevor ihr einen zweiten oder einen dritten Finger erfähren will. Heinst du, seht die Person auch, dass sie das will. Meistens gehen übrigens 2 oder 3 Fingern durch. Dann gehen es 2 Aderweisen, wie ihr penetrativ fingern. Einerseits, wenn die Handfläche nur innen guckt. Da kann jemand 1-2 Fingern so ein bisschen nur innen drücken und dann ran und raus. Das stimuliert die innerste Vaginalwand und das kann sich für verschiedene Leute gut fühlen. Hier ist es wichtig, nicht zu stochern, ran und raus, mir gefühlvoll zu gucken, was für ein Druck und Rhythmus sich für die andere Person gut fühlt. Die andere Variante ist, wenn die Handfläche nur Urwe guckt und Fingern so ein bisschen nur Urwe gekrümmt oder gebeugt sind. Und dann möchte ich nenne das mal eine Combine-Bewegung. Also wie wenn in einer Person gegen winken, das soll bei ihr kommen. Durch die Bewegung wird Klitoris an den G-Punkt-Bereich stimuliert. Also der Bereich, den ungefähr 4 bis 5 cm vom Vaginalgang ran und dann herableitet, unter der Vaginalwand. Hier soll der Luis auf vorsichtig aufhängen, wenn ihr eine ran und raus Bewegung möchte. Es geht auch im Effekt Männer drum, ran und raus, mir echt ein bisschen eine Urwen-Bewegung zu machen. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Variationen. Das ist auch ungefähr der Move, den ihr braucht, für eine Person zum Squirten zu bringen. Mehr zu Squirting mehr an einer anderen Rubrik.
Was auf jeden Fall wichtig ist, als die Person einfach zu fragen, was sie gut findet. Wie eng Bewegungen, echter krisend, echter ran und raus, wie ein Druck, du kannst einfach ein paar Sachen ausprobieren. Viele Personen wissen doch nicht ganz genau. Man muss mal selber gucken, wie sich verschiedene Sachen auffühlen. Heute kann ich gerne mich lang ausprobieren und sich nicht decouragieren lassen, wenn dann direkt nicht irgendwie starke Reaktion könnt. Verschiedene Sachen fühlen sich für dich mal neutral an, bevor sie sich dann mega gut auffühlen. Du musst natürlich darüber passen, dass nicht wehtut und noch für kurz aufschwatzen oder sich ein Zeichen ausmachen, wenn es sich nicht gut auffühlt. So kann ich lernen, ob die andere Person zu gucken, aber was ihre Körper sieht. Außerdem kann ich sich als Person, die die Vulva berührt, kurz überlegen, wohin sich dann positioniert oder hielt. Mein Tipp wäre am besten auf der Seite, wo ihr gut mit der feinfühligen und starken Hand drückt. Zum Beispiel Riet bei den meisten Rietzähnen. Kommen wir mal zu dem anderen Aspekt von Fingering. Nicht vaginal, also wenn Vulva vorbei berührt wird. Genauso gibt es auch hier viele verschiedene Variationen, die verschiedene Leute gut fanden oder auch nicht. Was viele Leute nicht wissen, es kann den Vulva auch mal einfach aufhängen zu massieren. Also zum Beispiel die Bauchstöpsen, dann zwischen den Bauchsten an den Bannenstöpsen ein bisschen rüber und rauf, links und rechts oder auch über die Bannenstöpse fahren. Da das vielleicht ein bisschen angewinnt, mir auch hier kann ihn sich Zeit lassen. Dann kann den Klitoris spitz stimulieren. Also der bauchsten Teil von der Klitoris, den Uwe bei der Lipsen herausguckt, also empfindlich ist. Verschiedene Leute sagen auch Kitzler dazu. Weil sie so empfindlich ist, also für viele Leute unangenehm, direkt auf der Klitoris spitz angepackt zu gehen. Dafür ist ein Tipp, vielleicht echt da rundherum, drinnen oder ein bisschen drüber. Über viele Klitorisspitzen also ein kleine Haut, ein Vierhaut. Die kann ich so ein bisschen raufziehen und über spitzt. Hier mir gehen auch so eine kleine längliche Schaft. Auch die kann ich massieren und das kann sich immens gut fühlen. Da kann ich sich auch von der Person, die gerade stimuliert wird, feiern lassen. Also eine Hand dahin positionieren lassen, wo es sich gut fühlt. Da kann ich auch ein zusammen die Bewegung nur machen, die Person, die angepackt wird, gerade gern hat. Es gibt viele unterschiedliche Art und Weisen, die Kitzler zu massieren. Zum Beispiel kann ich nochmal 2 Fingern, zum Beispiel dem Daumen an dem Zeigefinger, Klitoris spitzt unhalten. Da kann ich auch zum Beispiel die Lippen, die längs und rechts daneben sind, matt holen. Weil in diese ein bisschen zusammenhält, kann sich die Person, die berührt wird, so bewegen mit der Hüfte, dass es sich für sie gut anfühlt. Aufpassen, nicht zu fest drücken. Mir hier kann ich noch mit der eigenen Hand Bewegungen machen und gucken, ob die sich für die andere Person gut anfühlen. Zu guter Letzt, penetrativ und nicht penetrativ Fangerin geht natürlich auch gleichzeitig. Wenn ihr zum Beispiel die eine Hand von Uwe benutzt, wird Vulva an Klitorisspitz zu stimulieren und die andere Hand von innen für den Vaginalergang zu stimulieren oder zu penetrieren. Häufig muss in den innersten Arm innert die Person, die angepackt wird, lehnen. Also die muss quasi ein Ihren Hinter kurz hieven und sich dann so ein bisschen auf den Arm lehnen. Klingt mehr kompliziert wie das. Probiert es einfach mal aus, wenn der Lust hat. Schön in der Position ist, dass ihr ziemlich nah bei Nähe leid. So kann ich noch kommunizieren, was sich gut fühlt, und die Person, die berührt wird, kann auch ihr Hand benutzen, für etwas zu verändern oder ihn zu guidieren. Das gilt natürlich auch für alle anderen Praxis, die ich für darüber geschrieben habe oder die das auch so macht. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihn nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet Mayway Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.